vor 67 Wochen schon auf. Dann sehen wir, ja, der Cola-Podcast wird natürlich auch älter so mit der Zeit und es entsteht immer mehr Content. Aber vor 67 Wochen ist da, glaube ich, sogar der erste Quote sozusagen, wo ich in dem Quote-Textformat gemacht habe auf IG, war der Schlüssel zu mehr Charterfolg und Wachstum für die Gesamtschweizer Szene. Veröffentlicht eure Songs bewusst am gleichen Freitag. Geht euch nicht aus dem Weg. Ziel sollte sein, den Anteil an CH-Tracks pro Woche in der New Music Daily und New Music Friday Playlist gesamthaft zu erhöhen. Es geht momentan nicht darum, einen grösseren Teil vom Kuchenstück zu bekommen. Es geht darum, den ganzen Kuchen für alle grösser zu machen für alle. Ja, vieles von dem natürlich sehr selbsterklärend. Ich kann aber schon ein bisschen Background-Info liefern, wieso ich damals auf das gekommen bin und auch heute noch denke, dass es noch verstärkter gemacht werden kann. Es ist mir vor allem um den Satz gegangen, also so um zwei Sachen, dass man sich nicht aus dem Weg gehen soll, weil ich oftmals miterlebt habe, also in den letzten 1,5-2 Jahren, dass auch gewisse Leute, die im gleichen Camp sind, das habe ich halt oft gehört, dass Leute, die im gleichen Camp sind, nicht, oder halt Label-Teams oder aber auch Artist-Teams, die halt eben zusammen so ein bisschen arbeiten oder verschiedene Releases könnten machen mit verschiedenen Künstlern, dass die amix im gleichen Camp sind, wieso eher gestaffelt ihre Releases machen, sprich sich verschiedene Freitagsslots auswählen, weil sie das Gefühl haben, auch ein bisschen, sie wollen sich nicht gegenseitig in die Quere kommen. Was ich bis zu einem gewissen Punkt verstehen kann, weil wenn man jetzt eine grössere Operation am Laufen hat und man hat halt 3-4 Künstler, oder 3-4 Künstler-Releases, verschiedene Künstler-Releases, die man individuell muss koordinieren muss, kann ich verstehen, wieso man auf den Gedanken kommt, dass man das verteilen wird auf verschiedene Slots. Aber ich sage mal, für die halt jetzt damals zuschauen und eher im jüngeren Bereich sind, die halt sowieso motiviert sind, viel zu releasen oder halt mehr als jetzt nur jede 6, 7, 8 Monate ein Track, ist die Aussage oder der Diskussionspunkt, den wir damals hatten, der halt zu der IG-Story geführt hat, nicht so abwägig, auch noch heutzutage, dass man, wenn man jetzt in einem Camp ist, wo 2-3 Künstler unterwegs ist und zwei Künstler und nicht nur einen in dieser 3er- oder 4er-Gruppe als Beispiel, sind halt motiviert zu releasen aktuell, macht es schon auch Sinn, das als Strategie zu verwenden, dass man sagt, man kommt am gleichen Tag raus, weil ich mir da vorstellen, wenn das nach 3-4 verschiedene Camps machen, jetzt egal in welchem Genre, so reden wir einfach von Schweizer Musik, Schweizer Releases generell, wenn das dann 3-4 Camps machen, an je 2-3 Künstler, wo halt teilweise aus strategischem Ansatz, also aus strategischem Grund, am gleichen Tag würden releasen, tut das natürlich die Kraft von so einem Release Friday, wie man sagt, oder so einem Release Freitag halt, wie es halt auch in diesen Playlists so ein bisschen propagandamäßig vortragen wird, so New Music Friday auf Spotify oder New Music Friday, wie ich da geschrieben habe, auf Apple Music ist immer das Äquivalent so als Playlist zu der Spotify-Version, dass man ja auch will, dass mehr so Aussagen kommen, heute ist ein kräftiger Tag für Schweizer Musik, weil halt mehrere Releases rauskommen. Und ich glaube, die Diskussion kann man halt auch anreichern, sage ich mal, bei den Fans oder bei Leuten, die sagen, ey, heute ist heute freue ich mich mega, heute kommen recht viele neue, coole Sachen raus an Schweizer Musik, jetzt von Konsumentenperspektive. Die Diskussion kann man natürlich auch anreichern, indem man halt auch innerhalb von den Camps schaut, dass man für gewisse Release-Phasen mit dieser Strategie spielt, dass man an den gleichen Tag mehrere Releases hat. Man muss jetzt auch nicht übertreiben und 4 Songs zeitgleich an einem gleichen Freitag rausgeben von 4 verschiedenen Künstlern innerhalb von einem Camp.
Aber ich finde es ein bisschen schade, wenn jetzt der Gedanke nur immer dort hin würde gehen, dass man sagt, easy, du kommst den Freitag über und der andere Freitag, eine Woche später und der andere, und nachher ist es alles so zerstückelt. Das ist schon, beide Strategien gehen natürlich, würde ich sagen, aber die Strategie, die man es jetzt eher verteilt, ist natürlich nicht schlechter wegen dem, weil so kann man auch wenn man jetzt eher den Camp-Gedanken oder den Team-Gedanken im Vordergrund tut, natürlich, kann man, oder beziehungsweise den Marathon-Gedanken, nicht mal den Team-Gedanken, aber wenn man es eher aus Label-Operation natürlich anschaut, dann macht es schon Sinn, dass man das alles verteilt, weil dann hat man halt mehrere Releases innerhalb von 4, 5, 6 Monaten. Man kann aber auch die Strategie fahren, dass halt auch von einer Camp-Perspektive oder von einer Label-Perspektive, wenn man jetzt mehrere Releases hätte, wo man kann koordinieren unter den Freunden oder unter dem Camp sozusagen, dass man auch die Strategie ausprobieren, 2 oder 3 Releases zeitgleich an einem gleichen Freitagsslot verwenden, sodass einfach auch für Konsumenten an einem Freitag mehr rum ist und dass halt die ganze Schweizer Musiklandschaft nach mehr aussieht an diesem Freitag, würde ich so sagen. Weil es gibt natürlich gewisse Freitage, jetzt in den letzten paar Wochen, Monaten hat man das gesehen, gibt es gewisse Freitage, wo das einfach natürlicherweise passiert. Dass es so einen Schneeballeffekt gibt, dass man aus purem Zufall oder aus schönem Zufall 2, 3 verschiedene Camps aus verschiedenen Kantonen am gleichen Freitag releasen. Aber man kann so eine Strategie natürlich auch ein bisschen bewusster fahren, wenn sich jetzt Leute interessieren, eher für den Approach, also für den Vorgang, dass man das wie so eher provoziert und halt innerhalb vom Camp, wenn jetzt irgendjemand für die Release-Koordination zuständig wäre, so, dass man sich wie so auch ein bisschen besser abspricht dort und eben, dort gehen natürlich beide Seiten. Man könnte sich auch absprechen und sagen, hey, man macht das gestaffelt, also jeder bekommt seinen eigenen Freitags-Release-Slot, oder man kehrt das um und nutzt die Strategie, dass man sagt, hey, man hat einen Freitag, wo man ein bisschen mit geballter Kraft an das angeht und dann dort auch das Camp, wo das jetzt würde machen als Strategie oder die Label-Operation, wer auch immer dann dahinter ist, dass man wie so an diesem Freitag noch viel mehr Aufmerksamkeit auf mehrere Releases hat. Und dann hat natürlich auch der Konsument mehr Freude, weil der Konsument hat an diesem Tag nachher mehr Möglichkeit zum Schweizer Musik konsumieren, sozusagen. Weil die logische Konsequenz von dem wird sein, umso mehr nachher gepitcht wird am jeweiligen Tag über das Spotify for Artists Tool oder halt über den Aggregator, über gewisse Label-Services, die man halt hat. Oder wenn man es halt im Eigenvertrieb macht, eben über seine eigenen Tools. Was dann passieren wird, ist, dass halt auch sich die Chance erhöht, dass mehrere Tracks, viel mehr Tracks in die New Music Daily auf Apple Music oder halt dann in die New Music Friday auf Spotify kommen. So. Das ist jetzt nicht das höchste von den Gefühlen, würde ich sagen. Wir können irgendwann mal eine andere Episode tackeln, wo wir all das Playlisting mal richtig auseinandernehmen. Da bin ich jetzt auch noch nicht dazu gekommen. Aber weil es gibt dort noch 2, 3 andere Playlists natürlich, mit denen du auch gerade starten kannst. Ich will nicht sagen, das ist das höchste von den Gefühlen, dass man jetzt unbedingt nur immer schauen soll, dass man in die New Music Friday und New Music Daily kommt, sozusagen. Aber es wird mit so einer bewussteren Angehensweise, wenn man jetzt sagt, hey, wir können damit spielen, dass wir 2, 3 Tracks am gleichen Freitag release, bewusst vom gleichen Camp oder von der gleichen Labeloperation oder von der gleichen vom gleichen Freundeskreis, wo alle so Künstler sind, die jetzt irgendwie zusammen ein bisschen am Sounden sind, dass man so natürlich einfach so die Kraft mehr kanalisiert und die Aufmerksamkeit an diesen jeweiligen Freitag noch mehr auf Schweizer Musik setzt. Weil sonst, ich sage mal, wenn man das immer an der Natur überlässt und immer am natürlichen Werdegang von der Musiklandschaft, wird es halt sehr viele Freitage geben, wo halt die Schweizer Musikreleases so in Konkurrenz stehen zu Deutschland, zu Frankreich, zu Ami-Releases oder zu UK-Releases als Beispiel, dass das immer
nach mehr ausgesehen wird in diesen New Music Fridays und New Music Dailies, in diesen Starter-Playlists. Jetzt, selbst wenn sich die ganze Schweiz jetzt da zusammennimmt an einem Freitag, wird es im Moment wahrscheinlich trotzdem noch zu wenig Output sein, sagen wir jetzt mal pro Freitag, dass du natürlich die deutschen Themen, die deutschen Song-Releases, die französischen, die UK, die US-Sachen total überschatten tust. Aber der Post, oder wieso ich das dort damals gemacht habe und auch jetzt noch so bestätigen würde, die IG-Story dient halt auch ein bisschen dem Gedanken, ein bisschen mehr Bewusstsein zu schenken, dass man das auch ein bisschen forcieren kann oder ausreizen, indem man halt wie so auch innerhalb vom Team koordiniert oder von der Labeloperation oder halt vom Künstler-Freundeskreis, vom Camp, wie auch immer man das definieren wird. Und halt schaut, lass uns nicht aus dem Weg gehen, weil wenn wir unsere Releases zerstückeln, dann haben wir halt viel weniger Impact oder viel weniger Kraft an einem Freitag. Und ich sage so, es schließt sich auch nicht gegenseitig aus. Die beiden Strategien, ob man es jetzt eher zerstückelt auf verschiedene Freitage und das eher in die Länge zieht oder teilweise mit geballter Kraft auf einem Freitag. Man kann auch einen Mix aus beiden Sachen machen. Im Moment sehe ich aber nach wie vor immer noch, dass eher die Leute sich versuchen, verschiedene einzelne Freitagsslots zu geben und eher denken, nein, aber wenn der auch vom anderen Camp irgendwie dann released, so, dann gehen sich teilweise Leute eher aus dem Weg, sage ich jetzt einmal. Es gibt natürlich schon ein paar, die das als Competition sehen und dann vielleicht bewusst am gleichen Freitag releasen, aber ich sage mal, es wird noch ein bisschen zu wenig gemacht. So. Darum auch dort, aus dem entspringt nachher, dass es halt nicht darum geht, und das geht in den gleichen Mindset rein. Es geht halt im Moment auch wirklich nicht nur darum, und das war vor 67 Wochen auch so gewesen, wo die Story entstanden ist, und auch jetzt noch, für die das jetzt sehen, es geht halt nicht darum, einen kleinen Teil vom Kuchen, sich jetzt, oder einen grösseren Teil von einem kleinen Kuchen, was es momentan ist, wenn man jetzt die Schweizer Musiklandschaft als Ganzes nimmt, dass man sich einen grösseren Teil soll stibitzen jetzt, sondern auch ab und zu die Überlegung machen, wenn man jemand ist, der jetzt sowieso viel released im Moment oder versucht, regelmäßig kontinuierlich zu releasen, und man ist in einem Camp oder man ist mit einer Gruppe zusammen am Releasen, die auch noch andere Songs haben, dann kann man mit dem auch spielen, dass der Anspruch sich auch in die Richtung kann tun, dass man eben an gewissen Freitagsslots vielleicht 2 Releases vom gleichen Camp hat oder sogar 3 Releases. Das soll sich alles gegenseitig nicht ausschliessen, sozusagen. Genau, das wollte ich da ein bisschen loswerden zu dem. Ich würde mal sagen, in der nächsten Episode schauen wir uns ein paar andere Stories oder Quotes noch an und schauen, ob die verheben noch jetzt, heutzutage. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.